Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse und Benotung der Spieler. Leute, diesmal zum 30. Bundesligaspieltag 4:0 beim ersten FC Heidenheim. Ja, bevor wir da ein bisschen reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, ist für dich kostenlos auf YouTube. Und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so mache. Vielen lieben Dank. Ja, zum Spiel, ich denke, ja, wir müssen es nicht zu hoch hängen, wir müssen es aber auch nicht zu runterreden. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ein sehr gutes Spiel über weite Strecken. Vorne sehr, sehr flexibel. Heidenheim war heute aber auch kein Gegner. So, warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Ist mir auch wurscht. Wie gesagt, man muss es ein bisschen in Relation sehen. Es ist schade, dass wir diese Lockerheit erst jetzt ausgestrahlt haben und nicht in den letzten Spielen, wo wir sehr verkrampft gewirkt haben. Vielleicht war einfach auch der Druck mit dem Finale der Horm, so auf Champions League gesehen, einfach zu groß. Ja, heute hat man irgendwie gemerkt, so, ja, alles gut, die ganze Mannschaft ist locker, von Druck war nicht zu spüren. Nochmal, wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben vieles gezeigt, was ich und auch viele von euch in den letzten Wochen kritisiert haben. Ja, wir haben mal Variabilität gesehen, wir haben unterschiedliche Spielzüge gesehen, nicht nur Spielzug A, wie sonst immer vorne. Wir haben Wechsel gesehen, wir haben mal in Vidovic gesehen, wenn auch nur für 15 Minuten und so weiter. Man hat sogar mal einen Kimmich auf die Verteidigerposition für 15 Minuten gestellt und so weiter. Vieles, was wir die letzten Wochen kritisiert haben, hat man heute gesehen. Ja. Wie ich schon sagte, für mich, habe ich schon vor ein paar Wochen gesagt, die Meisterschaft ist safe. Dann habe ich jetzt nach dem Champions League-Spiel gesagt, wenn das noch ansatzweise nochmal irgendwie einen Knackpunkt geben würde, wäre es gegen Heidenheim gewesen. Ja. So, da hat man gezeigt, was Phase ist. Meisterschaft ist für mich. Ja, spätestens in 2 Spielen sind wir deutscher Meister und gut ist. Ja, ich glaube nicht, dass man da noch irgendwo strauchelt. Wir werden es natürlich sehen, ja, ist nur meine persönliche Meinung. Ja, Heidenheim, offensiv haben die nicht stattgefunden, hatten trotzdem zwei Gelegenheiten. Ja, das ist, was man sagen kann. Ja. Das erwartete Spiel am Ende des Tages vielleicht. Aber dass wir so variabel sind, so locker sind, so ein bisschen Spielfreude ausgestrahlt haben, hätte ich nicht erwartet. Von daher hat mich das sehr gefreut. Ja. Und damit werfen wir mal einen Blick in die Statistiken rein. Die sollten ja in sämtlichen Werten auf unserer Seite sein. Gut, 68:32 Ballbesitz, Abseits 1:3, Fouls 8:11, Zweikampfquote 48:52, Schüsse aufs Tor 1:11, Schüsse insgesamt 4:18, Ecken 4:4, angekommene Pässe 278:712, Flanken 6:5. Schüsse insgesamt, Kane 6, ja, Olisse 3, Conny Leimer 2, Torschussvorlagen, Guerrero, Gnabry, Olisse, gewonnene Zweikämpfe, Dyer 7, Leimer 7, Boe 6, der noch nicht mal so lange auf dem Feld war. Ne? Ballkontakte 135 Kimmich, 115 Pavlovic, 102 Stanisic. Ja, das sieht doch schon mal ordentlich aus, würde ich sagen, oder? Note, wie immer, muss ich erstmal meinen Pfeil aufmachen. So, Winnie heute. Ja, ich würde einem Winnie heute Note 2 geben. Das hat mir gut gefallen. Auch die Auswechslung, nicht zu lange rumgeeiert, relativ frühzeitig angekündigt. Wie gesagt, wir waren heute mal ein bisschen variabler, nicht nur so Idee 1-1-1. Nochmal, man muss natürlich immer sehen, der Gegner spielt dann natürlich auch mit, aber nichtsdestotrotz haben wir heute mal ein bisschen mehr versucht und wir haben heute auch klarer, wir haben ja teilweise erste Halbzeit 20 Minuten lang eine Dreierkette fast nur gesehen. Ja. Mit Dyer, Stani und auf der rechten Seite war es dann sogar meistens Kimmich, der sich da auf die Position hat fallen lassen. Conny Leimer war eher mehr im Mittelfeld. Das hat mir gut gefallen. Ja, und es wurde dann auch immer mal wieder zu einer Viererkette zwischendrin. Wir waren aber super variabel, halt auch vorne, ja. Auch wenn Harry Kane sich dann hat fallen lassen, was völlig okay war, dann war auch jemand, auf jeden Fall auch jemand im Strafraum. Es war immer eine Strafraumbesetzung da, ja. Das war sehr, sehr gut heute. Generell zur Aufstellung,
Ja, ich denke, kannst du natürlich so machen. Was heute sehr, sehr gut gefruchtet hat, war Pavlovic mal wieder, ja, und auch gerade Stanisic in der Innenverteidigung. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gut, auch Guerrero, Linksverteidiger, der aber auch dann mehr eher Mittelfeldspieler war. Ja, wir haben teilweise halt, ja, im eigenen Ballbesitz waren wir fast immer in der Dreierkette. Und genau das erwarte ich. Ja, ich sage ja, diese Mannschaft, dieses Spielsystem ist ideal für eine Dreierkette. Und wenn du auf dem Papier dann 4-2-3-1 spielst, wenn du dann aber während des Spiels, wie ich gerade schon erklärt habe, Stani und Guerrero ins Mittelfeld aufrücken und dann Stanisic, Dyer und Kimmich eine Dreierkette bilden, ist das alles fein für mich. Ja? Aber das haben wir die letzten Wochen halt gar nicht gesehen, diese Taktik. Wir haben immer nur stur in unserem System festgehangen, haben nicht diese Variabilität gezeigt, wie wir sie heute gezeigt haben. Deswegen ist das, was ich am Anfang sagte, es ist ein bisschen schade, dass man die Eier erst jetzt wiedergefunden hat. So, ne? Klar, ist nur Heidenheim, hätte man vielleicht auch so gegen Inter mehr agiert. Oder auch schon in den Spielen davor, dann hätte es auch besser ausgesehen, wahrscheinlich. Ja. Aber das hat man leider verpasst. So, ja. Aber schön, dass man sieht, dass es geht. Ja. Gut. Fangen wir hinten an, wie immer. Urbich für mich heute auf jeden Fall, wie auch schon gegen Inter, Note 2. Ja, hat 2 gute Paraden gehabt. Ist sowieso super schnell auf Linie, ja, war super schnell unten. Aber auch sonst wieder fußballerisch, auch wieder 3, 4 richtig starke Bälle, die auch das Spiel geöffnet haben. Ja. Da steht da im Neujahr nichts nach, wenn nicht sogar schon einen Tacken besser, was diese öffnenden Bälle angeht. Ja. Also da hat er ein Auge für, das sieht gut aus, das gefällt mir. Sehr, sehr gut. Und ja, ich habe es heute im Discord gelesen während des Spiels. Ich wäre auch dafür, aber quatschen wir Montag im Streamer. Auch wenn Neuer jetzt fit wird, ey, du musst jetzt dem Urbich die Saison da beenden lassen. Ja. Das hat er sich verdient. Gut. Dann kommen wir zu Conny Leimer. Conny für mich heute, wo ist er? Da ist er. Ist ja bei mir immer noch Mittelfeldspieler. Ich weiß, kaum zu glauben. Conny Note 2. Halleluja. Dieses Spiel hat mich mal wieder in meiner Meinung noch mehr bestätigt, weil wenn ihr heute mal geschaut habt, wann Conny Leimer richtig gefährlich war, wann er richtig stark war, dann wenn er im Mittelfeld war. Ja. Und wie gesagt, sollten wir das auf dem Papier so aufstellen, dass ein Conny Leimer unser Rechtsverteidiger ist und er dann zu 60%, ja, waren es locker, wo er auf der Halbposition im Mittelfeld war und so 20% war er auf jeden Fall auch zentral im Mittelfeld. Ja. Und da hat man mal seine Stärken gesehen. Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, du stellst ihn sogar noch in zentraler Mittelfeld. Ja. Also das kam nicht von ungefähr, dass Conny Leimer da heute ein Tor gemacht hat. Es kam nicht von ungefähr, dass Conny da aktiv war, vorbereitet hat, gemacht, getan. Ja, das ist, wenn Conny Leimer im zentralen Mittelfeld spielt. Ja? Also ich weiß nicht, was es noch mehr braucht. Und das hat es doch heute gezeigt, ja? Wo ein Conny Leimer hingehört. Also das muss ja auch ein Vincent Kompany mal gesehen haben. Ja? Er gehört ins zentrale Mittelfeld, Alter. Da war er eine absolute Maschine. Ja? Von daher für mich ganz klar Note 2 für Conny. Ja, ein super starkes Spiel gemacht. Gut, fairerweise natürlich konnten wir das heute auch mal so sehen und Conny Leimer sich die ganze Zeit in diesen Räumen aufhalten, weil Heidenheim offensiv nicht zugegen war. Ja, gerade erste Halbzeit. Also deswegen stand hinten nur die Dreierkette, maximal die Dreierkette, manchmal sogar nur die beiden Innenverteidiger. Deswegen konnten unsere Außenverteidiger da sein, wo sie sind. Ja. Aber wenn du mit einer Dreierkette oder auf dem Papier eine Fünferkette agierst, können unsere Außenverteidiger natürlich fast durchgehend in diesen Räumen sein. Ja. Also sie kommen dann nur mit nach hinten, wenn wirklich Druck vom Gegner extrem da ist. Ne? Deswegen bin ich ja so ein Fan von so einer Dreierkette-Geschichte. Gut, naja gut. Wir schweifen ab. Eric Dyer. Eric, da ist er. Eric heute wieder wie immer. Ja. Auch Eric würde ich heute eine Note 2 geben. Der ganz klare Abwehrboss.
ganz klar organisiert. Bei jedem Freistoß von Heidenheim hat er die Höhe festgelegt. Hat auch mal den einen oder anderen da ein bisschen zusammengepfiffen, wenn es mal nicht so nach seiner Nase ging. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen da hinten so einen Typen. Ja. Natürlich hat der Airback seine Schwächen. Die kamen heute natürlich nicht zum Tragen. Ja, er ist einfach der Leader, den du da benötigst. Ja? Und das war heute in allen Fällen. Er hat die Kopfballduelle gewonnen, er war vorne bei den Ecken präsent. Er hat teilweise einen ganz guten Ball gespielt. Ansonsten hat es mit dieser Dreierkettengeschichte, diese Übergänge von Dreier in Viererkette und so weiter, hat sehr, sehr gut geklappt. Ja, sehr, sehr gut. Gut, dann kommen wir zu Stunny. Ja, habe ich schon gesagt. Auch schon am Anfang der Saison, aber auch jetzt im letzten Spiel, im vorletzten Spiel. Stunny gehört für mich in die Innenverteidigung. Ja. Und das hat er heute gezeigt. Bärenstarkes Spiel, meiner Meinung nach. Ja. Und das Gute daran, wenn du so einen Stunny in der Innenverteidigung hast, natürlich noch idealer auf der rechten Innenverteidigerposi. Aber Airback ist auf der rechten Innenverteidigerposi stärker. Deswegen habe ich es auch nicht verstanden, warum es gegen Inter andersrum war und Minjay auf dieser Posi war. Komplett Banane, ja. Aber auch da können wir gerne Montag im Stream nochmal drauf eingehen. Was ist der Vorteil davon? Wir haben es heute gesehen, ja. So ein Stunny hat natürlich ein ganz, ganz anderes Verständnis, wenn es dann darum geht, für einen Guerrero, wenn Heidenheim da mal kam über die Seite, Guerrero war halt nicht da, weil er aufgeregt war, da hast du aber ein ganz anderes Verständnis gesehen von Stunny, ja, der dann da hingegangen ist. Und dann hast du halt auch gesehen, dass so ein Kimmich oder so ein Pavlo dann halt auch die Lücke geschlossen hat und sich in diese Reihe hat fallen lassen, ja. Oder ein Airback Dyer halt verschoben hat und rüber ist. Das ist natürlich viel, viel besser, als wenn da ein Minjay steht, der das halt nicht so antizipieren kann, sag ich mal, weil er gar nicht von der Außenverteidigerposition kommt. Ja. Das ist halt schon eine große Stärke, wenn da so ein Stunny in der Innenverteidigung steht. Und ansonsten, ja, Stunny ist halt ein, keine Ahnung, wie soll man es beschreiben? Ein bisschen technischer, ein bisschen spielfreudiger, ist mehr so ein moderner Innenverteidiger. Ja. Also, ich könnte mir einen Stunny sehr, sehr gut vorstellen in der Innenverteidigung, sage ich euch, wie es ist. Ja. Hört sich jetzt hart an und wir tun Minjay natürlich damit ein bisschen Unrecht, weil Minjay eigentlich eine gute Saison gespielt hat bis auf die letzten Wochen. Aber vermisst hat man ihn jetzt nicht. Ja. Klar, ist nur Heidenheim, alles gut, warten mal die nächsten Spiele ab, aber trotzdem sollte man Stunny da mal ernsthaft in Betracht ziehen. Ja. Ihn da vielleicht noch ein bisschen mehr in diese Innenverteidigerrolle zu bringen. Aber auch nur meine Meinung. Habe ich eine Note gesagt? Ja, ne? Note 2. Gut. Rafa Guerrero hat es heute auch gut gemacht, war natürlich defensiv nicht gefordert, beziehungsweise es waren 2, 3 Angriffe, aber dann war er, ja, 1, 2 Mal war er da, 1, 2 Mal war er nicht da, war aufgerückt, da hat ein Stunny die Lücke gefüllt, habe ich gerade schon gesagt. Aber ansonsten spielfreudig, ja, hat seine Stärke ausgespielt, war aber auch teilweise mal defensiv, hat sich fallen lassen, ist da nicht so aufgerückt. Auch das hat mir heute gut gefallen, ja. Generell diese Übergänge, diese Variabilität, auch da würde ich eine Note 2 sehen beim Guerrero. Ja, hat mir gut gefallen. Ja. Gut. Dann kommen wir zu Kimmich. Kimmich wird ein Streitpunkt werden heute. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich muss mal eben hier noch die Xen setzen für die Leute, die nicht dabei waren. So, Kimmich. Erste Halbzeit. Alter. Gerade die Anfangsphase eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Ich habe mich gefragt, was stimmt nicht mit dem. Ja. Super verkrampft, keinen defensiven Zweikampf gewonnen. Stellungsfehler ohne Ende, das Spiel absolut nicht im Griff gehabt. Super lahmarschig gewesen. Ich habe keine Ahnung. Zweite Halbzeit, vor allen Dingen nach seinem Tor, aber auch generell zweite Halbzeit, war es ein ganz anderer Kimmich. Ja. Auch da, als wäre einfach irgendwie so ein Druck weggefallen, ja. Und man wäre wieder frei im Kopf und könnte einfach wieder Fußball spielen. Ja. Anscheinend hat es ihm auch gut getan, dass ein Pavlo wieder neben ihm stand. Das Zusammenspiel hat schon sehr, sehr gut wieder funktioniert. Ja. Auch wenn Pavlo heute ein bisschen noch zurückhaltender agiert hat, hat trotzdem schon gute Akzente nach vorne gesetzt. Wie gesagt, Kimmich heute auch oft
dass er sich wirklich hat fallen lassen zwischen die Innenverteidiger, beziehungsweise dann eine Dreierkette gebildet hat und sowas. Das war sehr gut. Es war nicht so wild. Ja, die erste Viertelstunde war wild in dem ganzen Spiel. Ja, da war Kimmich auch maßlos überfordert. Erste Halbzeit war echt nicht stark von ihm. Zweite Halbzeit war dafür umso stärker. Von daher kriegt er von mir eine Note 3. Trotz Tor. Aber wie gesagt, die erste Halbzeit war wirklich schwach von ihm. Ja. Aber er hat sich gefangen und ja, wie ich schon sagte, vielleicht ist einfach jetzt so ein Druck weg bei der Mannschaft. Ja. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das einfach zu früh, zu viel Druck, neuer Trainer, neue Ideen und so weiter und Finale daheim und jeder erwartet, ihr müsst da rein und keine Ahnung. Vielleicht war man da einfach zu verkrampft in der Birne. Gut, damit sind wir bei Pavlo. Ja, Pavlo war heute schon ganz ordentlich, fand ich, aber natürlich auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Sehe ich heute auch bei einer 3. Er kriegt eine 3,5. Komm, Kimmich hat ein Tor gemacht. Es war aber eine konstante Leistung von Pavlovic. Ja. War natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, immer noch ein bisschen viel quer und nach hinten auf Sicherheit. Hat aber schon ein paar gute Akzente vorne gehabt. Das war ordentlich. Ja. Das war auf einem guten Weg. Und wie gesagt, das Zusammenspiel mit Josh hat mir gut gefallen. Aber das war Anfang der Saison mega stark, ja. Man hat es dann halt einfach irgendwann auseinandergerissen. Erst verletzungsbedingt, dann gewollt. Ja, auch damit, glaube ich, hat man sich keinen Gefallen getan, dass man nicht am Pavlo da festgehalten hat. Aber auch da an anderer Stelle mehr dazu. Okay, damit kommen wir zum Michael. Wir gehen in eine Reihe nach vorne. Michael wieder ganz, ganz stark angefangen, ja. Hat unsere Offensive da auf jeden Fall mitgetragen. Hat auch viele, viele gute Szenen gehabt. Ihm hat heute, wie schon die letzten Spiele, so ein bisschen der letzte Touch gefehlt, um eine Bude zu machen. Ja. Hatte Chancen dazu heute. Ja, wir hatten heute generell viele Chancen. Hat ja dann auch noch einen, da kurz vor der Auswechslung mit dem Pique da aufs Tor gebracht, hat der Gudi natürlich gut gehalten. Wieder das Ding vorbereitet von Heavy, ja, das erste Tor. Ja, ich weiß nicht, was. Ich war erst überlegen, eine 2, aber dann sind mir in den Kopf gekommen, die defensiven Läufe, die er heute mitgemacht hat, die super, super stark waren. Ich gebe ihm eine glatte 2. Ja, war gut. Und das über die gesamte Spielzeit. Ne? Das ist so der Unterschied zu diesem Spieler. Ja. Sehr schon ein gutes Spiel gemacht. Zweite Halbzeit war er nicht mehr zu sehen. Ja, erst recht die letzte, ich weiß gar nicht, hat er durchgespielt? Er hat durchgespielt sogar, ne? Aber die letzte halbe Stunde war nichts mehr zu sehen von Serge. Also es ist too much. Ich weiß nicht, der 90 Minuten steckt in dem Körper wahrscheinlich einfach nicht mehr drin. Ansonsten war es gut, ja. Auf dem Papier war er der Zehner. Es war sehr variabel vorne, habe ich schon gesagt. Harry Kane hat sich sehr viel fallen lassen, erste Halbzeit. Dann war die Strafraumbesetzung mit dem Serge da. Es war aber auch mal gewechselt, dass ein Coman mal auf der 10er war, Serge auf der linken Seite und so weiter. Das war super variabel und vor allen Dingen war es variabel und nicht nur auf dem Papier variabel. Ja, es war Spielfreude, es war Lauffreude da. Das hat mir gut gefallen. Ja, hat sich auch nicht ganz belohnt heute der Serge. War aber für mich eine ordentliche Leistung. Und ja, ich tendiere noch. Ja, komm, wir kriegen eine 2,5. Komm, es war schon gut, ey. Komm. Wir sind gnädig heute. Beim 4-0 können wir auch mal ein bisschen gnädig sein, oder? Dann kommen wir zu Coman. Der hat mir nicht so gut gefallen wie Serge, auch wenn er natürlich sein Tor gemacht hat. Gnabry war ein bisschen auffälliger, meiner Meinung nach. Ja, aber auch Coman war jetzt nicht schlecht oder sowas, aber er war einen Tacken unauffälliger, meiner bescheidenen Meinung nach. Aber komm, ist ein Offensivspieler, kriegt eine 2,5, hat ein Tor gemacht. Hat dieselbe Note wie Gnabry, ja, aufgrund seines Tores. Ansonsten war er ein bisschen unauffälliger. Aber wenn du als Offensivspieler ein Tor machst, hast du natürlich auf jeden Fall ein Argument auf deiner Seite. Ja.
War ordentlich, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, herausragend. Dann kommen wir zu Harry Kane. Auch das wird heute ein Streitthema werden, sehr wahrscheinlich bei dem einen oder anderen. Ja, da ich da gerade bei Kingsley argumentiert habe, kriegt Harry Kane die 2,5. Weil auch er hat das Tor gemacht. War natürlich super auffällig, aber hat nur eine Bude gemacht, Alter. Er hat Chancen gehabt, er hätte für heute 4, 5 Tore machen müssen. Ja. Allein der Kopfball ins leere Tor, danach nochmal 2, 3 sehr, sehr gute Schusschancen gehabt. Also da muss mehr kommen. Also man hat gesehen, dass Harry Kane einfach ein bisschen, ich glaube, die Frische fehlt. Ja. Es ist traurig, dass ein Kompanie das erst heute dann gemacht hat, dass dann Harry Kane rausgenommen hat, dann Thomas Müller gebracht hat. Ja, natürlich, nicht vergessen, es steht 4-0, aber du musst das einfach mal hinbekommen, dass du das auch machst, wenn Harry Kane einfach nicht die Frische fehlt. Ja, ob vom Kopf oder physisch, das war auch ein Riesenproblem gegen Inter Mailand. Der Mann war einfach überspielt. Ja, genauso wie ein Kimmich. Ja, einfach überspielt. Ja, auch so Michael hätte mit Sicherheit mal eine Pause gut getan. Zwischen den Spielen gegen Inter. Ja, auch das hat man nicht gemacht. Also, ja, wir können darüber diskutieren, dass man keinen Stürmer, keinen Ersatzstürmer in der Mannschaft hat. Das ist natürlich nicht die Schuld vom Trainer. Nichtsdestotrotz hätte man das anders handeln können. Ganz, ganz anders, meiner Meinung nach. Aber gut, klugscheißen kann man im Nachgang immer, ne? Gut, das waren die erste 11. Gehen wir noch in die Auswechselspieler rein. Hat mich gefreut, heute mal einen Boe zu sehen. Ja. Hat ordentlich gemacht, fand ich. Jetzt nicht super herausragend, aber war ordentlich. Keine großen Patzer oder sowas. Einen wichtigen Ball auch im Strafraum zur Ecke geklärt. Note 3 von meiner Seite. Ja, ist eine Leistung, auf der man mit Sicherheit aufbauen kann. Gut, dann kommen wir zu den etwas wilderen. Leroy Sané. Komm, wir haben gesagt, wir sind heute ein bisschen gnädiger, deswegen kriegt er eine 4,5. Also von Leroy war mal wieder gar nichts. Ja. Er wurde ja dann sogar noch, wann war es, 80. einmal zusammengepfiffen. Ich weiß gar nicht, von wem es war. War es vom Palhinha oder was? Oder vom Vidovic? Ich weiß nicht, einer von den beiden war es in der Mitte. Also, ich weiß es nicht. Jetzt hat er schon auf der rechten Seite gespielt. Wir haben die ganze Zeit immer kritisiert, ja, da kann er auf der linken Seite nicht nach innen ziehen, bla, Söd. Jetzt hat er auf der rechten Seite gespielt gegen Gegner, der nicht ansatzweise das Niveau heute hatte. Das war nichts zu sehen von Leroy. Gar nichts, Alter. Spieler des Monats März. Grandios. Gut, da kommen wir zum nächsten grandiosen Mann. Thomas Müller. Auch Thomas Müller, nichts zu sehen. Gar nichts. 1:1 hier, dieselbe Note wie Leroy, 4,5. Ja. 1:1. Ja, er ist ein bisschen mehr gelaufen, ein bisschen mehr hinterhergelaufen. Nichts zu sehen, gar nichts. Nothing. Ja, es ist mir klar, wir haben jetzt nicht mehr mit letzter Krawalle da nach vorne geackert, gemacht, getan, aber das waren 2 Spieler, die zur gleichen Zeit eingewechselt wurden. Ja, wenn 2 Spieler da vorne unbedingt wollen, dann wäre da auch noch ein bisschen mehr gegangen. Ja, 100 Pro. Also auch das war nichts. So ehrlich muss man sein. Gut, dann haben wir noch Vidovic für 15 Minuten. Da gibt es natürlich keine Benotung. Aber schön zu sehen, dass es ihn noch gibt bei uns. Ja. Hat ja sogar 1, 2 Szenen gehabt. Ja. Das war mehr, wie wir von Leroy Sané und Thomas Müller gesehen haben. Also von daher war das nicht so schlecht. Ja. Und zu guter Letzt haben wir dann noch den traurigen Palhinha, der irgendwie für 6 Minuten aufs Feld durfte oder musste, je nachdem, wie man das beurteilen mag. Fand ich schon wild. Schön war, dass man Kimmich dann mal aus der Mitte rausgezogen hat, dass man mal gesehen hat, oh, das geht ja doch, es ist ja doch erlaubt. Ja, es ist ja doch erlaubt und nicht verboten in München, dass ein Kimmich immer in der Zentrale spielen muss. Ja. Gut, Palhinha hat das gemacht, was ein Palhinha macht. Ja, auch da war ein bisschen das Problem, was heißt Problem, war ja nicht so lange auf dem Feld, aber dass er ungefähr auf einer Höhe gespielt hat mit dem Pavlovic. Wie gesagt, das ist keine Position für Palhinha, Alter. Ja, Palhinha muss hinterm Pavlo dann spielen. So. Ja.
Das ist dasselbe Problem, als wenn er mit Kimmich da in der Mitte rumturnt. Er ist ein Sechser und kein Achter. So, Feierabend. Er ist auch kein offensiver Sechser. Ja, er ist ein Sechser. So, Punkt. Ja. Aber ja, da tut man ihm keinen Gefallen mit. Und wenn man Kimmich nächste Saison nicht irgendwie auf die Rechtsverteidiger-Posi versetzt, dann wird ein Padinha verkauft werden. Auch wenn Christoph Freund das jetzt in der letzten PK abgestritten hat oder ausgeschlossen hat. Gut. Ja, was ist das Schöne zu sehen? Ich bin erstmal auf die 4 letzten Bundesligaspiele gespannt, ja, ob wir das jetzt so beibehalten oder ob das jetzt wirklich nur daran geschuldet war, dass Heidenheim heute einfach mindestens 2 Klassen schlechter war. So ehrlich muss man sein, ja. Das werden die nächsten Spiele zeigen. Aber heute war all das gegeben, wenn wir mal die erste Viertelstunde außen vor lassen, die wirklich eher wild war, war alles das gegeben, was ich zumindest persönlich die letzten Wochen vermisst habe und kritisiert habe. Ja, all das habe ich in diesem Spiel heute gesehen. Na klar, es wäre noch schöner, wenn ich da sehen würde, ja, hier, das ist Conny Leimer, der spielt im zentralen Mittelfeld. Aber nochmal, wenn es dann so ist, wie es heute war, ja, dass so ein Kimmich sich sehr, sehr oft hat fallen lassen auf die rechte Verteidigerpose, in der Dreierkette agiert haben und ein Conny Leimer dafür im halbzentralen Mittelfeld war, teilweise auch im zentralen Mittelfeld, ja, dann kann ich damit leben, ja. Stani Innenverteidigung fühle ich 110%, ja. Weil selbst mit dem Opa, auch Opa ist nicht der super Aufbauspieler ist, der da irgendwie sonst was eine Idee hat. Das Stani kann das viel, viel besser, ja. Auch das wäre vielleicht eine Zukunftsgeschichte. Ich denke auf der anderen Seite vielleicht mal ein Wort zu Kretzig, weil das ja letztens auch in den Kommentaren war. Was hält man von Kretzig? Wie sieht man die Chancen in der nächsten Saison? Er hat nicht das Niveau für den FC Bayern. Ja, also zumindest nicht auf der Verteidigerposition. Das haben wir heute gesehen. Ja, war da maßlos überfordert. Und das war ja auch schon, wo er bei uns war. Ja, er war ein guter Spieler, er ist ein guter Ergänzungsspieler, wenn du mal einen auf Außen brauchst, ja, der da nochmal reinkommt, der sich reinschmeißt, der Vollgas gibt. Ja, dafür aber eine Alternative als ein Außenverteidiger, nee, definitiv nicht. Von Paul Wanner haben wir leider wenig gesehen, kam erst sehr spät. Da ging auch schon relativ wenig bei Heidenheim in der 70. Ich habe ihn gar nicht erst wahrgenommen. Ja. Ansonsten war es ein gutes Spiel von unserer Seite, auch wenn Heidenheim schwach war. Am Ende waren sie aber auch schwach, weil wir sie gar nicht erst haben stark gemacht, so wie wir es zum Beispiel gegen Inter getan haben oder gegen Dortmund. Ja, das gehört auch zur Wahrheit. Ja, und heute haben wir einfach nicht den Unglücksraben Min-Jae Kim auf dem Feld gehabt. So ehrlich muss man auch sein. Ja. So. Wie gesagt, es ist ein bisschen schade, dass sich in Winnie viele Sachen erst jetzt getraut hat, nachdem, keine Ahnung, der Druck Champions League weg ist. Aber das Thema Champions League werden wir am Montag im Stream mal aufarbeiten. Dann gehen wir mal durch so unsere Spiele in der Champions League und gucken mal so ein bisschen. Gut, wer da Bock drauf hat, 18 Uhr Montag, live auf Twitch, Leute. Na, in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Frohe Ostern, schöne Feiertage, schönes Wochenende. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.